Hallo miteinander, wie ihr seht, bin ich gerade am Glacé essen. Aber ich muss euch jetzt noch schnell etwas zeigen. Und zwar haben wir ein paar kleine Feriengäste bekommen. Und die sind so herzig. Also darf ich vorstellen, das hier ist der Gru. Und da haben wir den kleinen Amadeus da unten. Der wird jetzt gerade übergangen vom Gru. Das dort, das ist der grösste. Das ist ein Steve und er ist etwa 3-jährig. Ja, es ist schön, diesen Tierchen zuzuschauen. Das ist der kleinste Amadeus. Circa 1 Jahr alt. Man sieht auch hier auf dem Panzer ist auch noch die Struktur, wo vom Ei, wo er geschlüpft ist, noch ersichtlich ist. Und mit der Zeit geht dann das weg, tut sich der Panzer dann verglätten. Ja, und jetzt tun wir ihn wieder rein, weil man sollte nicht unbedingt so viel rumlupfen. Das machen wir eigentlich auch nicht. Hopp. Zack. Jetzt geht es wieder los, wir sind wieder on the road. Wir sind jetzt gerade in Basel über den Zoll, allgemein in Richtung Karlsruhe. Mal schauen, wie weit wir heute kommen. Und für all die sich jetzt fragen, was ist mit diesen Schildkröten, die sind natürlich nicht mehr bei uns. Die haben wir jetzt gestern noch wieder zurückgebracht in die Heimat. Die sind ja bei uns quasi nur in der Ferien gewesen. Und die sind so herzig. Was meint ihr? Könnt ihr mal unten reinschreiben. Vielleicht hat ja jemand von euch sogar Schildkröten daheim. Wer weiß, wer weiß. Ersten Halt gemacht, bei einem öffentlichen WC, damit wir uns nicht gerade schon am ersten Tag fühlen. Ja, das war jetzt gut, wir haben auch ein bisschen rumlaufen. Die ersten 200 Kilometer sind gefahren und jetzt geht es weiter. Das Ganze nochmal zum Mitschreiben. Wir sind also über Basel gefahren, an Straßburg vorbei, Richtung Mannheim und dann noch ein bisschen weiter, bis wir schlussendlich an dem Stellplatz hier an der Goldberghalle gelandet sind. Wir sind an der ersten Destination angekommen. Jetzt ist Zeit für eine Rakete. Es ist brutal heiß. Super. Wir sind jetzt hier in Gensingen auf dem Wohnmobilstellplatz. Es hat Platz für 4 Mobil und es ist gratis. Respektive man zahlt 1 € für 12 Stunden Strom und 1 € für 10 Minuten Wasser tanken. Man kann also auch Ver- und Entsorgung machen da. Das ist hervorragend. Es ist sehr ruhig im Moment. Gut, es ist auch Sonntag, aber es ist wirklich sehr ruhig. Und wie ihr seht, sitze ich jetzt hier ein bisschen am Schatten, weil es ist
ca. 33 Grad draussen und im Auto 36,5 Grad. Und im Schatten ist es aber einfach herrlich. Und morgen geht es dann weiter Richtung Obelink. Die beste Luftanlage ever. Einfach einstecken und die Anlage macht alles von selber. Das ist mal ein Service. Dort stellt man es ein. Zuerst mal guten Morgen. Wir haben wunderbar geschlafen. Wir sind jetzt hier in Gensingen direkt gerade ins Dekra Center gefahren. Aus zwei Gründen. Erstens musste ich tanken. Zweitens möchte ich heute noch so eine Umweltplakette holen. Und ich hoffe, weil die da eine TÜV-Stelle haben, dass wir dann hier noch eine Umweltplakette bekommen. Jetzt gehen wir mal schauen. Jetzt muss ich aber zuerst die Finger putzen von dem. Wir haben dreckige Pneu. So, wir haben unsere Umweltplakette, ist super easy gegangen. Da unten steht jetzt unsere Nummer. 7 € hat es gekostet. Das war ganz easy. Wir haben nur den Fahrzeugausweis zeigen und dann ist das gegangen. Jetzt kleben wir die an, unten rechts. Sehr gut. Ab sofort müssen wir uns keine Gedanken mehr machen. Können wir in jede Stadt fahren? Was wir einfach machen? Ja, richtig. Aber wir müssen uns auch nicht mehr fragen, dürfen wir jetzt hier durchfahren oder nicht, weil jetzt haben wir eine grüne Plakette, alles ist gut. Immer grüne Fahrt. Grüne Welle. Jawohl. Und jetzt hoffen wir auch, dass wir grüne Welle haben, weil jetzt geht es Richtung Obelink. Die nächsten 150 Kilometer? Nein, mehr. Ah, 300? 300 Kilometer. Oh ja. Ist ja noch früh. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Wir sind in Winterswijk im Obelink gelandet. Und es ist jetzt Mittag um 1. Es hat relativ noch viel Platz, obwohl am Anfang haben wir gedacht, der Parkplatz ist mega voll, aber da hinten, im hinteren Bereich, hat es also auch noch viel Platz und es hat sogar noch Schattenplatz. Schattige. Das ist super. Genau, dann ist es vielleicht nicht ganz 50 Grad, wenn wir zurückkommen, aber ich glaube, wir machen vielleicht gleich noch das Dachfenster auf, oder schon? Das kann es ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja jetzt geht es los in Einkaufswahn. Genau, und darum lassen wir euch da, weil ihr würdet uns nur behindern. Außerdem dürfen wir auch, glaube ich, nicht drehen dort rein. Ja, aber die es nicht kennen, wahrscheinlich kennen es die meisten. Es ist wirklich ein Erlebnis. Man kann dort rein und es hat einfach alles, was für Camper. Wirklich alles. Aber das haben wir ja letztes Jahr schon mal gesagt. Ja, genau. Ja, jetzt mal schauen, was wir da alles kaufen. Bis später. Tschüss. Heiß. Heiß, hot, hot. Also wir sind zurück. Wir haben ausgegeben etwa 180 € oder so. Es hat eine neue zweite WC-Kassette gegeben. Wisst ihr was? Es ist so heiß. Wir fahren jetzt einfach irgendwo hin, wo wir bleiben können. Vorzugsweise noch mal ein paar Kilometer und dann erklären wir euch das später. Es ist zu heiß jetzt. Ja, wir sind jetzt, wie lange sind wir jetzt dort drin? Ja, nicht so lange, 2,5 Stunden so. Ja, und es war dort innen keine Klimatisierung. Ich bin die ganze Zeit so rumgelaufen mit einem Papier in der Hand. Ja. Dann kommst du zur Oberstufe, dort ist klimatisiert.
das Zelt verkaufen. Dabei, die im Zelt sind, sind sich doch gewöhnt, dass es heiß ist. Aber ja, na gut. Also jetzt geht es wieder zurück auf Deutschland. Allgemein in Richtung ja, Dänemark natürlich. Aber ich denke, wir übernachten noch mal eine Nacht in Papenburg bei der Meyer-Werft, wo wir auch schon einen Vlog gemacht haben. Das seht ihr da, glaube ich. Da. Und ja, dort können wir gratis übernachten. Und das ist so etwa auf der Hälfte vom Weg. Und dann schauen wir mal. Let's go. Zuerst etwas trinken und dann gehen wir. Es läuft mir runter durch, sagt es. Ja, es ist ja etwa, keine Ahnung, 35 Grad. Gefühlte 45 Grad. Sau heiß ist es. Die Sonne brennt. Dass wir etwas dagegen machen ist gut, haben wir vergessen, die Winterdings rauszunehmen. Da. Und einen Haufen Stau haben wir. Come on! Es ist dann Zeit für eine Dusche. Also, wohlgemerkt eine lauwarme Dusche natürlich, weil wir können ja nicht das Wasser, das wir haben, abkühlen. Aber egal, lauwarm ist besser als gar nichts. Hauptsache Wasser. Hauptsache duschen. Achtung, Velo. Ja, alles gesehen. Habe ich schon erwähnt, dass es heiß ist? Ich bin auch nicht sicher. Es ist heiß. 3 oder 34 Grad draußen und sicher auch hier rein. 34 Grad im Auto. Trotz Klimaanlage, wohlgemerkt. Jetzt mal schnell schauen, ob wir einigermaßen gerade stehen. Ich glaube, es ist aber nicht schlecht. Wir haben ein schattiges Plätzchen gefunden. Das ist hervorragend. Jetzt schnell duschen und dann gehen wir essen. Ich habe Hunger. Guten Morgen miteinander. Heute ein neuer Tag. Frisch duschen sind wir. Gestern sind wir ja angekommen auf Papenburg. Das erste, was wir gemacht haben, wir haben einfach zuerst mal duschen. Wir haben noch nichts gegessen sozusagen. Dann sind wir duschen und dann sind wir auswärts essen. Und zwar zum Griechen beim Olympia. Ist also sehr, sehr empfehlenswert. Da wir uns noch nicht so auskennen beim Griechen, wie viele Portionen das man da nehmen kann, mit Vorspeise, Hauptgang, Nachgang, was auch immer, haben wir gefunden, wir nehmen eine Vorspeise und einen Hauptgang. Und ihr seht es jetzt. Es war eine riesige Portion und wir haben uns total überschätzt, weil wir gedacht haben, wir mögen das. Ja, no, wir sind klüger, das nächste Mal bestellen wir nur noch einen Hauptgang oder nur Vorspeisen. Ja, und dann sind wir heimgekommen und geschlafen haben wir, also ich habe nicht wahnsinnig gut geschlafen, weil es ist relativ laut da, im Gegensatz zu der letzten Nacht. Vielleicht hört man es auch jetzt, immer wieder fahren Auto durch. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt euch zeigen, was wir gestern noch im Oberlink gekauft haben. Und zwar haben wir gekauft so einen Teppich. Den gibt es in grün oder in schwarz. Wir haben gefunden, wir haben ja viel Grüns im Auto. Nehmen schwarz. Mal schauen, wenn dann da die Sonne drauf scheint, ob man sich die Füße verbrennt, werden wir sehen. So. Wir haben jetzt eine zweite Kassette, dass wir noch ein bisschen länger können, auch Tag stehen. Die WC-Kassette hier. Und dann, weil wir ja jetzt neue USB-Steckdosen, weil wir jetzt neue USB-Steckdosen auch haben, haben wir noch ein bisschen Sachen kaufen, die es nicht unbedingt braucht, aber gleich mal zum Ausprobieren. Und zwar, weil es ja momentan so heiß ist, haben wir hier einen Fenty gekauft. Das werden wir gerade mal testen. Herrlich! Dann kann man da etwas lesen oder irgendwie, man wird schön abblasen. Ups.
Weiter haben wir noch einen Haufen Kleinkram gekauft, die nicht so nennenswert sind, wie Zahnbürsten oder irgendein so Fensterputzer oder so. Ja, im Oberlink ist es halt immer gefährlich. Man kauft Sachen, die nicht unbedingt notwendig sind, die man aber gleich noch lässig findet. Ursprünglich wäre ja der Plan gewesen, dass wir auf Cuxhaven auf die Platte gehen. Das ist einfach eine Betonplatte, wo man ein Schiff schauen kann. Aber heute sollte es anscheinend 39 Grad werden und ich glaube, auf dieser Platte werden wir wie Würstchen gegrillt. Darum haben wir gefunden, wir machen einen anderen Plan. Wir gehen jetzt gehen mal schauen ans Wattenmeer. Dort hoffen wir, dass es ein bisschen eine Brise gibt, weil ja, es wird relativ heiß heute. Aber es ist ja gut so. Und wo das jetzt genau ist, wo wir jetzt sind und wo wir jetzt hin möchten, zeige ich euch mal auf der Landkarte auf unserem Atlas. Momentan sind wir hier in Papenburg. Es ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil es auf der Kante ist. Und dann werden wir jetzt hier rüberfahren. Und das Ziel wäre da. Da ist das Wattenmeer. Und das Ziel wäre irgendwo da zu übernachten. Wir nehmen euch natürlich mit. Wir haben mal wieder Glück gehabt. Letzter Platz mit Strom, das heisst, wir können ein bisschen Gas sparen. Und unser Kühlschrank läuft jetzt ab Strom, das ist super. Wir haben jetzt wie kalt, wie warm? 29,4 Grad und draußen ist es etwa 30 Grad oder so, aber es soll ja heute massiv heiß werden. Fabian macht jetzt da gerade unser Mittagbrot, weil wir haben Hunger. Ja, es ist auch 11:30. Ja, 11:30, Zeit zum Essen. Zum Morgen haben wir nämlich noch nichts gehabt. Und nachher, nachdem wir gegessen haben, zeige ich euch mal, wie es hier schön aussieht. Gehen wir gut erkunden. Ja. Wie ihr seht, sind wir jetzt hier am Wattenmeer und es ist immer noch saumässig heiß und auch saumässig schön. Flut ist, glaube ich, heute Abend irgendwann nach der 9. Mal schauen, wie es dann aussieht. Vielleicht gehen wir noch mal führen. Wir haben jetzt den Nachmittag, machen wir, glaube ich, nicht mehr wahnsinnig viel, weil es ist einfach nur heiß. Aber es ist cool und der Platz ist auch nicht schlecht. Da gibt es dann später vielleicht einmal noch eine Stellplatz-Review. Mal schauen, ob ich sie mag drehen, wenn es so heiß ist. Kann man gehen, kann man gehen. Da ist das Wattenmeer. Und da ist unser Stellplatz.
Es ist heiß. Und Vögel festzuhalten ist nicht so einfach. Oh, ist das warm, ey. Schöne Umgebung, oder? Ja, mega. Sehr schön, sehr speziell. Vor allem, wenn man das noch nie gesehen hat. Es spiegelt sich alles, obwohl es kein Wasser ist. Aber jetzt muss ich in den Schatten, es ist einfach zu heiß. Trinkst du noch etwas? Ja. Okay. Lauwarmes Wasser. Wenn ihr sehen wollt, wie bei uns am nächsten Morgen die Sonne aufgeht und überhaupt, wie es weitergeht und ob wir jemals in Dänemark ankommen, dann schaut doch das nächste Mal wieder rein.